Durch Jiddisch, was lernt man? Man lernt, es ist ein Cultural Literacy, wollte ich gesagt. Ich meine, mir wollte gekannt, mit erzählt in sowjetisch Heimland, vielleicht man haben Jiddisch Lektionen, aber wegen etwas einer Chineserin, eine Rice Patty. Ist Jiddisch darf nicht sein, darf ein Mittel zu Jiddischkeit. Aber ich meine, als ob man guckt auf etwas dicke Qualen, wird man sich bekennen mit Menschen, was zum Bedeuren bekennt man sich nicht mit sehr auf Englisch. Es kann sein, dass mit der Zeit, viele an Jiddisch wird man durch Übersetzung sich ja bekennen mit den Menschen. Was sind Akademiker, was haben ein Interesse, das überzusetzen. Aber ich habe gelernt einmal Jiddisch in Duke und wir haben sie gebracht, die Studenten, sie gewinnen bald Pech, ich habe rekordiert, eine jiddische Schreiberin, sie lebt noch Mascha Rolnik-Heite, sie lebt in Peterburg. Und sie hat gerade, wie sie hat angehoben, in die, wie sie ruft, das Kunstlagern, zu schreiben Lieder. Und ich habe das gebracht für die Studenten und ein Student hat gesagt, how come they never told us about her? Actually, how come they never told us about anybody except Anne Frank? Und ich meine, das ist, wo Jiddisch kommt. Und das ist, weil, it wasn't a plot, die Lehrer haben nicht gewusst. Ja, it was a plot in the beginning, aber jetzt nein. Ist da so viele Sachen, was man da wissen wegen sie durch Jiddisch. Und so viele interessante und wichtige Menschen, ja, Shimon Dubnov und Yitzchak Nachman Steinberg und Emanuel Ringelblum und Shalom Aleichem. So viele Menschen, ich meine, das ist ein Schlüssel, ja. Und es ist nicht genug, das heißt, das Reden Jiddisch, ob es ist nicht angefüllt mit Jiddischkeit und mit dem meine ich nicht aufgegeben in Schule, nur was es soll nicht sein, die jiddische Geschichte, die Literatur, hat wenig Wert. Ja, man kann reden Englisch in jiddische Wörter. Es ist nicht kein Auftu. Ja, wer darf es? Ja. Aber es darf sein und es ist ein Schlüssel zu kennen die jiddische Welt. Anders hat es nicht keinen Wert, meine ich.